Vielmals merci. Es sollte mal vielleicht aufhängen, indem ich die Eichpurierten heute gehört habe, wie so wie hoffrig ich auf das Partei sind und noch ob die Reden, die heute gehört gehen. Heute sich nach kein Hingestalt an den Schnuddelhung nur gemerkt, wie der dann andere Parteien der Fall ist. Ich meine, wir halten darauf, dass wir an unsere Reden ein bisschen Substanz vermitteln und uns nicht an onomatopoetischer Lautmalerei verehren. Wir haben heute eng Reihe wo Sujeten, die wir wollen ausschwätzen haut. An der Gastmenge hat zu mir gesagt, schwätz über Migration, schwätz über Integration. Da will ich das kurz machen, und ich meine, ich will mehr an einen Geist, wie ich den Unterschied zu weisen zwischen 2013 und 2018. An den letzten Wahlen, die wurden dominiert von der Morosität vom Ende von der Juncker-Ära. An der Wahlkampf wurde ein bisschen darüber axiert, an all die anderen wichtigen Sujeten, auch die, die wir als Partei wollten noch vorbringen, die sind untergegangen. Am Blick also es ernst, wie sie nie an der Politik wird geschieht, wir haben heute eine Situation, wo Land sich auch für die Sujeten interessiert und muss interessieren, weil sie einfach aus der Aktualität und aus den Problemen aus der Welt nicht rauszudenken sind, die mir wie wichtig fanden, die mir proposieren und wo wir ganz gut Lösungen haben. Ich will kurz eben über Migration und Integration schwätzen. Auch das ist etwas, was sich an dieser Legislaturperiode fundamental geändert wird. 2013 wusste man noch nicht, was 2015 ging geschehen, aber was als Gesellschaft fundamental geändert wird, was als politische Kultur auf vorgestellt wird, wo man so viele Konsequenzen zu drohen und hat. Als RDR muss ich daran erinnern, dass wir 2015 direkt reagiert hatten, wo sich die Migrationsfälle angekündigt hat, und gesagt haben, wir wollen das lesen mit Herz, wo Not ist, wo Leute müssen Schutz kriegen, da wollen wir das machen, aber auch mit Verstand, gucken, was sind Möglichkeiten konkret für uns Gesellschaften zu helfen, was ist der beste Weg für das zu machen, und am Respekt vom internationalen Recht, und auf die Konventionen verwiesen, die an dem Bereich gelten, und von denen wir wollten, dass sie appliziert gehen. Wie wird das geschieht? Und das sind alles gravierende Sachen, und dafür meine soll man als ADR das auch an Erinnerung haben, dass die Analyse von der Situation und Lesungen kann so rausfiltern, dass in das gesagt wird, was geschieht ist. Das Erste, was geschieht ist, dass das internationale Recht außer Kraft gesetzt wird. Denn Herr Asselborn hat an der Chambre nach das Wort gesagt, die EU wäre ein Rechtsstaat. Das muss ich auch vorzeigen. Es kann nicht sein, dass von einer Situation kommt, dass das einfach durch Decision von der deutschen Regierung ein europäisches Rechtsinstrument, das wir alle gut ratifiziert haben, außer Kraft gesetzt wird. So etwas wird nicht gehen. Und ich meine, eng von den Konsequenzen ist, dass man muss erkennen, dass man auch das Europarecht verteidigen, da wo es sich muss gegen den politischen Willen behaupten. Es kann nicht sein, dass eine Regierung auch nicht die von dem Membersland, das die meisten aufgenommen hat, einfach dezidiert, europäisches Recht außer Kraft zu setzen, weil die Konsequenz ist natürlich, was sie mir dann als kleines Land an europäische Recht danach wert, auf das wir aber immer insistieren. Eine zweite Sache ist die Verteilung von den Flüchtlingen, dass so die deutsche Regierung, die eigentlich die Grenzen abgemacht hat, dezidiert hat, dass Dublin nicht mehr gilt. Und die zweite Sache, wo als Regierung Herr Asselborn sich ein bisschen beholt hat, wie die Erfüllungsgehilfe von der deutschen SPD, ein bisschen der Muppi von der deutschen Regierung, den eigentlich das gemacht hat, was sie wollte, nämlich wo sie die Last nicht mehr gepackt haben, will zu gucken, wie das an Europa zu verteilen. Da sind aber Länder, die eine ganz andere Position vertreten haben, was der legitime Standpunkt ist, wohin durchgesagt wird, dass da ein Wort geholt ist, wo Länder überstimmt werden. Auch das ist historisch an Europa. Wir hatten das eigentlich nicht mehr so eine tiefe Krise hinter dem Kompromis de Luxembourg, so hat das geherrscht an den 60er Jahren, wo Frankreich eine Zeit lang gar nicht mehr an die Reunion gekommen ist, weil probiert wird, damals sich über französische Interessen wegzusetzen. An der Kompromis de Luxembourg, den sich über Jahrzehnte gehalten hat, das war eigentlich die Idee, war vital Interesse von einem Land engagiert, sie wenn ein Land mengt, das wäre so wichtig Enjeux, dass es nicht viel mitmachen, für das zu respektieren. Das gouf 2015 probiert außer Kraft zu setzen, mit dem Resultat, dass Europa heute gesplittet ist und zerstritten ist, wie noch nie.
Wir als ADR wir müssen Länder respektieren. Wir brauchen in Europa von den Nationen, weil wir können doch Europa nimmen opbauen, wenn wir alle Länder u Bord tun und nicht probieren, gegen den anderen mit Druck zu operieren, wie sie an etwas ranzuzwingen, was sie nicht füllen. Wir müssen einfach hingehen, und auch gegen die einer CSV, die immer verkündigt, als Europapolitik ist nicht gut, wir können nicht mit denen. Wir müssen so, es gibt keine andere Europapolitik, die eine Zukunft hat, wie die wir proposieren. Weil das war dir, die letzte Jahre gemacht hat, das war dir gehabt, Druck, wirklich politisch Erpressung heißt du. Allo probieren Länder mal zu uns erpressen. Da brauche ich kein großer Psycholog zu gesehen, wie zu gesehen, dass das an den Sackgass feiert und das Europa, was wir brauchen für als Markt, für als freie Bewegung und so weiter, auch geformt durch eine integrationistische Politik, die gegen als Interesse verstehst. Etwas Drittes, was geschieht ist, aber doch ganz wichtig ist, das ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir spüren alle guten Druck an zur Zeit zu Lützeburg. Ich denke mal, wir hatten noch eine Interpellation an der Chambre gemerkt, über die Meinungsfreiheit. Lo 80 Jahre, das war 2017, no Maulkurve-Gesetz, haben wir gedacht, wie das Gefühl, ich kann nicht mehr so, was ich denken. Ich habe nicht mehr das Gefühl, an einer wirklich freier Gesellschaft zu leben. Und auch da, so mir als ADR, natürlich muss man wissen, dass eine Demokratie nicht mehr kann überleben, wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert ist. Und dafür stimme ich an. Aber wir brauchen noch dafür eine freie Presse. Und das ist auch ein Korollär von der Meinungsäußerung, dass der Verlust und Verlust vom Vertrauen an den Deel von der Presse, was mit der ganzen Migrationskrise mitkommen ist, weil eben auch Leute das Gefühl hatten, dass eine Diskussion, eine kontroverse Auseinandersetzung nicht mehr richtig möglich ist. Haut wie wat Migration zu schwätzen, sind wir an einer Situation, wo wir auch wäsch sind an der Realität von dem Bild, was wir als gerne merken, wie zu so mir helfen denen, die an Not sind, die in einer Krisensituation kommen, die Hilfe brauchen. Die Realität ist viel mehr komplex und nicht immer so schön, wie wir sie malen. Wir haben erstens ein ganz stark auch zu Lützeburg immer Immigration aus dem Balkan, die echt eine Wirtschaftsmigration ist. Am Balkan ist kein Krieg halt zu das. Es gibt natürlich Spannungen, aber wir haben keinen offenen Krieg mehr, wie man an den 90er Jahren hatten. Das sind keine Kriegsgebiete. Aber wir kriegen erzählt an der Chambre Situationen, die mich so tief schockieren. Wir haben Bussen aus Albanien, wo Eltern hier Kanner dran setzen, da kommen sie mit den Kanner plötzlich beschlossen, Kanner hierher fuhren zurück, weil sie hoffen, dann irgendwie nie was Familien zusammenfeiern können, dann hierher zu kommen. Wir haben andere Situationen, wo man gesehen hat, dass das Asylrecht missbraucht wird. Die sogenannten Dubliner, die an den paar Memberstaaten einen Antrag stellen, wir können zu bleiben. Wir haben ganz viele Leute aus dem Maghreb, die wir auch an Algerien, an Tunesien, das nirgends Krieg, an Erwer probieren, die können hier zu bleiben. Wir haben also eine Multitude von Erscheinungen, von Migrationsbewegungen, die absolut nicht das sind, für was die Instrumente gebraucht werden. Und ich meine, wir müssen auch gucken, als ADR, auf jeden Fall mal, dass wir die Courage haben, wenn wir an der Verantwortung stehen, für den Rest Geltung zu verschaffen. Wie zu sagen, die Leute, die in Not sind, die können bei uns bleiben, solange die benötigt ist, während die anderen, da muss man eine Politik verfolgen, wo man wirklich den Missbrauch erstellen. Zur Integration. Auch da will ich nicht allzu lange schwätzen. Wir hatten eine Debatte vor an der Chambre, wo wir als ADR insistiert haben auf die Bedeutung in der Lützeburger Sprache. Ich meine, der Jean und Sängeriert hat das auch schon gesagt, wie wichtig ist das ist. Aber recht. Weil wir gehen eine Minorität in diesem Land, durch den Sold migratoire, viele andere Kollegen haben schon das angeschwärzt. Aber wenn wir als Lützeburger Gesellschaft gerne eine Zukunft hätten, wenn wir uns nach Fülle gesehen auf 50 Jahre, also Lützeburg, an dem wir uns auch gerne immer kennen, wenn wir heute das projizieren, da geht das natürlich nicht ohne als Spruch, ohne als Kultur, ohne als Traditionen. Aber wir werden als ADR auf jeden Fall immer, ob an der Regierung, ob an der Opposition, eine Politik machen, die uns erlaubt, die Lützeburger Communität, den Heritage, den wir durchstellen, das wird wir in Europa sehen, auch weiter zu projizieren in Zukunft. Das ist eine Verantwortung gegenüber denen, die vor uns waren, die das Land abgebaut haben, und ein Engagement gegenüber denen, die nur uns kommen und die das sollen können weiterführen, was eben uns ausmischt. Wie wird es mit der CSV? Ich will die speziell hier nehmen, weil die auch immer die sind, die Menge, sie könnten uns Lektionen geben.
Und ich will da ein bisschen just 2 Initiativen von der CSV löwend afirheben. Ich habe löwend afirheben unendliche Courage an der Referendumsdebatte mit der extrem couragierte Devise geht gut informiert an die Wahlkabine. Ich will ausdrücklich hervorheben, dass es nicht 2 politische Forzen an diesem Land gibt, die Courage hat, wie zu so 3-mal nee, das war mir als ADR, und waren Kollegen vom W, die heute bei uns sind. Merci Fred für dich und den Kollegen, die damals mit uns die damals mit uns den Kampf gefeiert haben, über den das CSV gut informiert an die Wahlkabine ging. Das ist interessant auch für uns. Wir zu sagen, wie kann der CSV dann eigentlich trauen an der Integrationspolitik? Weil nur dem Referendumsresultat, nur dem 3-mal nee, als das echt, was sie gemerkt haben, den Herr Wieseler hat eine Initiative geholt, hier selber, zukünftigen möchte gern Premier, wie sie so wie in 20 Jahren am Land lebt, an der Spruch nicht gelehrt hat, der kann aber nicht bei Nationalität kriegen. Das ist ein schöner Kado. Ein Kado, der belohnt für eine Nicht-Integrationsleistung, für eine Nicht-Integrationswelle. Das ist nicht die Weg, die wir gehen. Wenn ihr Lützeburger Nationalität haben, da soll Lützeburg lehren, auf einem guten, anständigen, vertretbaren Niveau, nicht dauernd Spruchkriterien aufsetzen, nicht Nationalität prädieren, und wir werden auch hier an unserer Politik auf der Linie bleiben. Und die Integration, und vor allem politische Partizipation, geht bei uns nicht mehr über Spruch an Nationalität. Die zweite Initiative, und das feiert uns nur in Zukunft, hat das eben ein Enjeu für den nächsten Wahlkampf. Wo wir uns müssen vorstellen, wie geht es da los führen? Wir hatten das Referendumsresultat 2015, und wir spüren, und wir hören an der Chambre und an allen Debatten, dass 5 Parteien von den 6 an der Chambre probieren, einen Weg zu finden, wie ernst das Referendumsresultat zu kommen, weil sie ja eigentlich alle gut für das Ausländerwahlrecht wären. Also sichern sie einen Weg, für das aber können zu kriegen, ein ernstes Referendum sich zu schleichen. Wir haben an der Chambre das Woche das ja diskutiert, und ich meine, ich muss den CSV felicitieren, wie die Idee anderem, wo Herr Wieseler, dem Premier, ich weiß nicht, ob er Premier von Lützeburg oder Premier von der Asti gehen, mir eng sagt, als Sänger, wird Martin Mergen gesagt, war eine Initiative von Herrn Wieseler, dass er gesagt hat, der Conseil National des Étrangers, Conseil National des Étrangers, der soll direkt von den Ausländern hier am Land gewählt gehen. Das hat eine politische Bedeutung, die man muss in die Diskussion heranbringen. Das ging heißen, dass die zukünftige Majorität am Land, weil an ein paar Jahren sind die Ausländer, wenn nicht los schon oder Punkt, sind sie die Majorität. Das heißt, es ging ein direkt gewähltes Parlament von der Majorität gegen den Ausländer. Und wir, Lützeburger, wir gingen das minoritär, das direkt Chamber, die eine Minorität am Land durchstellt, auch direkt wählen. Das ist also eine bossische Situation. Dann hat man neben dem E-Parlament, das sich alles zu sagen hat, das Chamber, weil eine Minorität repräsentiert, und daneben das Parlament, das Majorität repräsentiert, und nichts zu sagen hat. Wie meint ihr, dass sich das neben dem Gang über Zeit entwickeln? Wie meint ihr, wie lange dass wir das könnten durchhalten? Die CSV-Politik, die Loden Herr Wieseler da an die Welt gesagt hat, die feiert zu einer Splickung vom Land. Wir als ADR, wir so eine Integration. Wir wollen zusammen feiern. Wir wollen das Gesellschaft mit unseren ausländischen Mitbürgern zusammen aufbauen. Und wenn sie wollen politisch partizipieren, hinnen das über die Wehwunde an Nationalität auch ermöglichen, also sie encouragieren, den Weg zu gehen. Wir wollen ein Land, das zusammensteht, modern, nach Solidarität. Aber was mich CSV, sie proposiert, Splickung, politische Konkurrenz, Streit, und das als Zukunftsmodell für Lützeburg. Ich meine, an diesem Beispiel, mehr wie an anderen, erkennen den verantwortungsvolle Politik von der ADR. Erstens ein Bekenntnis zu unserem Land, zu unserer Nation und zu unserer Zukunft als Nation.
An op der CSV seit eng hëlle Floss helle Wull vun Ideen, die probéiert gëtt ze entwickeln, fir kënne lernchte Referendum ze kommen. De Kollege vun der CSV muss in Heilor so mache mir dat net, also geht et net a mir Wettmeister géint stellen. Mir als ADR, mir hunn eng Lin, wir sinn fir Integration, wir sinn fir en gemeinsame Zukunft och mat den ausländsche Matbierger, aber mir fenke net Initiativen zu unterstützen, die als Land können an auf jeden Fall so wie mir gehätten afrostellen an als nimme Probleme bringen. Zu summen, söge mir fir eng einer auf eng vernünftig Politik ist doch nicht merci.